Wie erwartet hat Fuente bei Kilometer 180 einen Ausreißversuch unternommen und liegt jetzt klar in Führung. An zweiter Stelle ist jetzt Nummer 1, Eddy Merckx, der Fuente energisch nachsetzt, aber bereits 30 Sekunden verloren hat. Attenzione, attenzione, qui Rai 1. La macchina del dottor Ceccoli è ferma, un meccanico è atteso. Der Wagen des Giro-Arztes, Dr. Ceccoli, ist bei einer starken Steigung zum Kochen gekommen. Bitte sofort einen Mechanikerwagen zu Kilometer 172. Attenzione, attenzione, qui Rai 1. Non spingete, proibito. Eine Big sagen die Zuschauer. Bitte unterlassen Sie das Anschieben der Fahrer. Das Reglement verbietet das Sprengsten. Es bestraft die Fahrer, denen Sie helfen wollen. Attenzione, qui Rai 1. Nummer 91, Fuente, erreicht soeben als erster die Spitze des Berges und gewinnt seinen zweiten Bergpreis. An zweiter Stelle und über eine Minute zurück, Nummer 1, Eddy Merckx. Es folgt nun die 8 Kilometer lange gefährliche Abfahrt zum Ziel. Hier ist Eddy Merckx durch sein größeres Gewicht und seine Kurventechnik eindeutig im Vorteil. Die Frage ist, ob es Fuente gelingt, seinen großen Vorsprung und die Führung im Gesamtklassement zu halten. Obwohl es regnet und die Straße sehr glatt ist, geht Fuente aufs Ganze. Sieger der 9. Etappe, die Nummer 91, José Manuel Fuente. Mit einem Rückstand von 1 Minute und 4 Sekunden folgt als Zweiter Eddy Merckx. Damit hat Fuente seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 1 Minute und 40 Sekunden ausgebaut. Aber noch liegen 13 schwierige Etappen vor uns.